Guten Abend, Margareta. Guten Abend. Du gehörst zur polnischen Gemeinschaft. Wir kennen uns schon einige Zeit. Ja, dieses Confinement, dieses Lockdown, wie hast du das mit deiner Familie, mit deiner Tochter und mit deinem Mann gelebt? Ja, wir waren am Anfang geschockt, wie alle, vermute ich. Aber dann kam dieser Gedanke, dass wir sind immer zu Jesus gegangen und jetzt kommt Jesus zu uns. Wir sind gesperrt, wir sind wie auf einer Wüste, aber wir haben das gespürt, dass Jesus wirklich mit uns ist, in dieser Wüste, dass bei uns ist, und so haben wir die Zeit durchgelebt. Und was besonders war in dieser Zeit, wir konnten jeden Tag an der Heiligen Messe teilnehmen, durch Internet natürlich. Ja. Und Rosenkranz auch, sind schon 2 Monate. Und normal wäre das nicht möglich, wenn man wirklich arbeitet, dass man zusammen als Familie um 3 Uhr kniet und betet und dann abends immer um 18 Uhr die Messe zusammen feiert. Schön, dann war das heute etwas Besonderes, dass du gerade an diesem Tag, wo Johannes Paul II. Vor 35 Jahren auch in dieser Kathedrale war, heute ist der Tag, habt ihr als Gemeinschaft die Messe hier feiern dürfen. Wer war für dich dieser heilige Papst? Ja, das war unglaublich, dass wir heute überhaupt die Messe mitfeiern konnten, nach jetzt, ich denke, 2 Monaten. Das ist ein Geschenk, und mit Maria da zu sein und dann Johannes Paul II., dass er an diesem Tag hier war, das ist wie so ein Wunder, der mir Stärke gibt und Freude. Ja, das ist schön. Sein 100. Geburtstag wird in diesen Tagen jetzt gefeiert, am Montag. Und ja, wir wünschen der polnischen Gemeinschaft viel Kraft, und wir hoffen auch, dass bald wieder Gottesdienst gefeiert werden kann. Das hoffen wir auch. Danke.